Freunde, die Schlacht um Garreg Mach beginnt. Oder hat bereits begonnen, hier bei Fire Emblem Three Houses. Und für uns wird es jetzt richtig, richtig übel. Einerseits, gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch darauf gefasst machen, gegen die zu kämpfen, mit denen wir bisher gekämpft haben. Und das ist natürlich, wenn man so will, das ist übel. Das ist ganz, ganz übel. Raphael, geh schon mal nach vorne. Hallo. Fällt das aber einen coolen Skill, ja. So. Was machen wir da? Da kommen halt natürlich jetzt auch viele Truppen auf uns zu. Die so bereits hier so umkreist sind, kein Plan. Muss vor allem aufpassen, dass auch die Bogenschützen ein bisschen markiere. Ja, genau deswegen. Weil sonst auf alle möglichen Truppen von uns noch losgehen. Okay, ansonsten ist es relativ durchschaubar. Überschaubar. Die arme Flame. Hey, ich will nicht gegen Flame kämpfen. Kommt mir so total bescheuert vor. Jetzt geht er rüber und wird da vorne ein bisschen unterstützen. Ja. So oder so ist scheiße, ganz ehrlich, Freunde. Tun wir mal ganz kurz die Mauer kaputt. Rüber geht da entlang. Aus irgendeinem Grund sind die ziemlich flott unterwegs. Verstehe ich gar nicht warum. Boah, die Musik, hey. Die machen nach Kirre. Hey, da kommt der scheiß Bogenschütze. Wie kann der so weit schießen? Frag mich gerade ernsthaft, wie geht das? Okay, wie gesagt, wir gehen schon nach vorne. Stahlpanzer zum Ablocken. Das sind ein paar krasse Typen. Ne, warte mal, mit ihm wollte ich hier rüber. Dort hier begleitet auch mal Michael, weil sie Freude daran hat. Ich habe den Meteor, ich weiß, ich will mir aber noch ein bisschen aufsparen, vielleicht sogar für CT, damit wir das kurz und schmerzlos machen können. Also ich glaube, der Bogenschütze steht auf so einer Ballista-Dingsbums drauf. Und hat auch Heilfokus. Das hat doch Kaspar auch gelernt. Ja, Soldaten sind so gesehen nicht schwächer, wenn es nur nichts im Vergleich zu uns sind. Obwohl der Magier einen guten Job macht. Wenn es darum geht, mir Erfahrungspunkte zu klauen, nämlich. Gut, ganz ehrlich, Freunde, ich will hier sowieso nicht groß irgendwie abwarten oder Punkte fahren und so. Ich will es eigentlich relativ schnell hinter mich bringen. Weil es einfach irgendwie trotz allem noch traurig ist. Es ist so traurig. Der Magier ist gleich weg da. Reichweite CTF. Sorry, Kumpel, aber du musst hier mal ganz kurz weg da, weil irgendwie... Gruppenmagie... ja. Trainier sie mal, wenn du triffst. Trifft sogar. Das ist echt zum... Tatsache. Bogenfähigkeit, okay. Ich hab's vorhin nicht gesehen, sorry. Und hätten wir natürlich ein bisschen anders machen können. Okay, das ist ein kaiserlicher Soldat, das ist ein Zero-Soldat. Ich hätte gesagt, den machst du bitte platt. Für das erste ein Panzerbrecher. So, es sind ja nach wie vor alles lediglich physische Einheiten, also kein Problem hier. So, dann kommt doch mal, wa? Wissen direkt alle.
Ich weiß, was das Donnerschwert, mit dem ich direkt alle erledigen könnte. Mir geht es aber erstmal ums Ausweichen. Wobei ich da mit dem Schöpferschwert, ja, zwar die beste... Ja, Schöpferschwert wäre zwar am besten, aber will ich eigentlich so jetzt noch nicht machen, wenn ich ehrlich sein darf. Der scheiß Meteor, oder? Tut mir leid, CTF. Du hast noch ein fucking KP. Gib auf, komm schon. Ist eh vorbei. Da kommt sie mal ganz kurz angeschlichen. Du bist natürlich immer bei ihr in der Nähe. Du gehst da entlang. Kampftechnik, Blick, Silberbogen. Rasseneigenschaft noch eine, okay. Zieht er erstmal von dann. Ja, der Magier hinüber. Wieso geht auch allein los, ganz ehrlich, da muss er ja drauf gehen. So, ja, das hat Schaden gemacht, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich habe noch mein Wappen zum einen und dann noch meine Fähigkeit, wenn ich unter 50% bin. Und eine Karte greife ich sowieso zuerst an. Hat er fast schon ein bisschen gekitzelt. Die Tür können sie umfliegen, das tue aber nicht. Oh, da kommen ein paar. Ja, ich merk's. Okay, der Plan ging auf, Mercedes. Weil sie natürlich im Adjutant, weil sie ja sowieso ihre eigene Fähigkeit haben, mit der sie sich selber heilen kann und so. Klasse, scheiße. Aber natürlich jetzt hier nicht so weit, wa? Ganz kurz hier ein bisschen unterstützen. Wir können sogar ein bisschen plaudern. Ja, komm. Dann sage ich hier mal Guten Tag. Mal wieder ein bisschen die Waffe wechseln, wa? Kommen mit zwei auf uns zu, ich glaube nicht, war ein Silberachs alleine reicht schon. So, hier hingegen wird es ein bisschen lustiger. Aber ist ja auch egal. Bisschen mehr Kritten, Hubert, weil ich jetzt auch nicht abgeneigt. So, komm, erst mal einer weg. Ja, super, jetzt krittet sie. Klassenmeisterschaft, sehr gut, die ganzen anderen Scharfschützen machen. Was kriegt sie überhaupt? Den nehme ich gerne. So, natürlich ein Bogenschütze, der schlecht ist für sie. Ganz, ganz schlecht ist. Aber zum Glück hat sie ein bisschen Power.
langsam ein bisschen viele Truppen auf uns los, wa? Ja, auf Michael los, aber hat er gar nichts getan. Also ganz friedlich. Donner ist die Outwachquote ein bisschen höher. So, er geht auf Edelgard los, macht aber keinen Damage. Er geht, ja gut, macht Damage und er trifft. Sonst aber da ja zum Glück keine Gegner mehr. So, dann könnt ihr euch schon mal ein bisschen nach vorne pirschen. Oh Mann, Flame, ich will nicht gegen dich irgendwie fighten. Ah, jetzt kommt er wieder. Wieso stößt er nach vorne? Ich hab doch Raphael da. Wir können einfach ruhig abwarten. Die kommen an Raphael nicht vorbei, keine Chance. Deswegen steht doch da schön in der Tür. Das ist der Grund, wieso ich ihn dahingestellt habe. Ist doch krepiert. Sie. Beziehungsweise krepiert vermute ich. Ja, wieder so eine Situation. Warum greifen wir vorne an? Die wissen genau, sie sollten das nicht tun. Warum ist er eigentlich mehr ausgerüstet? Hallo? Die Frage ist, ist das klug, dass ich jetzt da irgendwie. Eigentlich nicht wirklich, wa? Sollte er abwarten, bis sie ihn. Wieso kommt er plötzlich so. Hä? Hat die eine Waffe? Ah, so, die kann man natürlich oben durch. Ja, gut, ist klar. Ganz kurz mit dem scheiß Wind hier mal die Mauer zerstören. Die Mauer muss weg, kennt man doch. Setif. Tut mir leid, Kumpel, wenn schon jemand machen muss, dann ist doch besser nichts machen. Dann gehst du mal darüber, Edelgard, dann kannst du nämlich auch mal ein bisschen unterstützen da drüben. Hubert, ja, wo schicke ich dich hin? Ich glaube, dich schicke ich auch darüber. Wegen Pegasus-Ritter sind jetzt plötzlich alle links. Das ist eigentlich ursprünglich gar nicht so geplant, dass plötzlich alle da sind, aber okay. Charisma, ne? Ja gut, weil man der andere hat ein Bataillon, stimmt. Vielleicht kann sie mir damit noch ein bisschen in die Arme greifen. So. Aber das, ja, aber ich habe Lindhard, der mich wieder heilen kann. Das ist soweit eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir müssen auch mal ganz kurz den platt machen. Flame greift sowieso nicht von weitem an, das heißt, ich kann dann schön da drüben durchmarschieren. Ach, Flame, ja, wenn es nach mir ginge, würde ich ja gar nichts machen. Aber leider zwickt mich das Spiel, das heißt ja, solange bis alle down sind. Kommst du jetzt? Du bist eh gleich down. Wie viel Schaden Raphael einfach anderen gepanzerten Einheiten machen kann. Nur gar nicht mal so schlecht, weil dann bist du eh momentan so stark, also. Ganz ehrlich, diese. Natürlich noch daneben. Diese Pegasus-Ritter wissen auch nicht, was sie wollen, wa? Die fliegen einmal quer über das ganze Feld.
Mann, oh Mann, ey, da ist ja mal so eine Scheiße am Laufen. So, dann machst du vielleicht du am besten platt. So viel zum Thema Positionstausch, wa? So, wir haben noch einen Wurfbeil. Und ich habe noch einen Panzerbrecher. Der gar nicht notwendig ist. Ja, leveln tut er vom Level her schon. Aber was halt sein Ding betrifft, damit sieht es eher ein bisschen mau aus. Seine Waffenfähigkeiten, Dingsbums. Ihr versteht schon, was ich meine. So, jetzt haben wir da vorne noch ein paar Leute. Wäre cool, wenn du den Pegasus-Typ... Warte mal, wie weit könnt ihr eigentlich latschen? 1, 2, 3, 4. Gut, erwischt ihn da hinten. Was macht eigentlich der hier? Der kommt leider relativ weit, muss ich mal so ganz kurz anmerken. Sehtef, sorry Kumpel, muss mal ganz kurz da drüben ausschalten. Das lebe Donnerschwert plus Reichweite bis zu 3 Feldern. Das ist krass. Danke. So. Na gut, ganz ehrlich, wer wäre besser geeignet, um den Platz zu machen, also um ihn schlafen zu schicken. Wir wollen ja keinen wirklich töten oder so, nicht wahr? Aber einfach um ihn schlafen zu schicken. Du musst aber auch treffen, Hubert, wa? Hä? Ist der gerade vom Ritter abgestiegen? Oh, gut. Dachte schon. Ja, zum Zurückziehen wäre mir eigentlich auch lieber, ganz ehrlich. Das gibt's nicht, hey. Ich krieg sie nicht platt. Was ist denn das? Magie Feuer, vielleicht mache ich ja noch, da treffe ich hinten ja auch noch. Ja, ich weiß jetzt noch ein Meteor, aber ganz ehrlich, ich will eigentlich ungern hierfür einsetzen. Ja, eben habe ich ihn auch getroffen. Da ist der kann sich sowieso nicht bewegen, dann kann mir Data ganz schön, ganz lässig den vom Himmel holen, so. Sie schreit ein bisschen, das tut natürlich leid. So. Lindhard joint hier jetzt einmal ganz kurz mit, aber erstmal weil ich vor ein bisschen Heilung. Weiter geht's. Ja, Flehen, es tut mir leid, ich habe keine Wahl. Das Spiel zwingt mich. Der Brand wäre schon ein bisschen gemein. Das dachte ich auch mal. Wir wollen uns doch gar nicht zerstören oder so, wir wollen ja bloß... Was machst du hier? Du! Ich habe verdammt viele Fragen, aber okay. Warten wir damit halt noch. Des Todes, ey. Nein, er hat kein Dunkelsiegel dabei. Ich kann sie von ihm irgendwie klauen oder sonst Dinge bekommen. Leck mich doch am Arsch. Das ist natürlich bitter.
Die versuchen es wirklich, ey. Gut, ich würde sagen, wir machen hier langsam mal Feierabend, wa? Warum kommst du nicht näher an ihn ran? Ja gut, dann muss Raphael erstmal richten, wa? Die sind beide ähnlich stark, das könnte eine Weile dauern. Ist der bescheuert? Hey, wir kämpfen ja mit der Göttin, sprich ich kämpfe ja mit der Göttin, sie ist ein Teil von mir. Ja und Huber, da kannst du lange drauf einschlagen, bei Raphael machst du keinen Damage. Tut mir leid, der Zug ist schon lange abgefahren. Ah, schade, dass Wind nicht mehr, der Windzaum nicht mehr effektiv ist gegen die fliegende Einheiten. Das ist eigentlich immer so noch geil bei Magiern, die den Zauber drauf haben, die gegen Pegasus-Ritter, die ansonsten eine hohe Resistenz haben, trotzdem was machen können. So Freunde, langsam aber sicher wieder mal Zeit, den Part zu beenden. Natürlich erst nachher, wenn wir Gilbert noch erledigt haben, ansonsten ist hier das Feld ziemlich gut geräumt. Kann man glaube ich so festhalten. Ich habe immer noch ihren Special Skill. Sie ist zwar noch ein bisschen gedamaged, das stimmt soweit. Also. Sah ein bisschen creepy aus. Ach, das Schöpferschwert einsetzen, dann machen wir so, komm. Dorothee nicht irgendwie selber noch heilen unter bestimmten Umständen, weil ich will jetzt da ungern irgendwie... Ja, warte mal. So, ich will mal sagen, hier Tür aufbrechen, wa? Die Tür ist offen. Frage, müssen wir hier überhaupt noch irgendwie was kaputt machen oder das bloß noch just for fun? Ich mach's trotzdem, macht irgendwie Spaß. So, natürlich weiß ich nicht, ob hier noch irgendwelche Feinde plötzlich auftauchen, das wäre ein bisschen unpraktisch. Angreifen, nee, hast du noch irgendwo noch Purgativ für irgendjemanden? Nee, noch nicht, wa? Blindhart könnte ich ja mal heilen. Also ganz ehrlich, wenn das nicht... Ja, wir sind gleich durch hier. Das war irgendwie... Alter, was hatten wir alles drauf? Das ist eine gepanzerte Einheit, wieso kommen wir da nicht durch? Kriegt mir da nicht so viel bringen. Ich hätte eigentlich lieber gern ein Ding gehabt hier. Den Panzerbrecher ordentlich draufkloppen. Warte mal, Edelgard, vielleicht kannst du irgendwie noch mit dem Strategien da was machen. Jo. Bisschen zermürben. Gilbert hält was aus. Muss ich neidlos anerkennen. Da kommt sogar ein Panzerbrecher kaum durch. Sehr gut.
Positionswechsel, ja, ist mal soweit klar. Eigentlich soweit alles cool. So, jetzt ist er geschwächt. Jetzt kann ich da mit dem Panzerberg ordentlich draufkloppen. Ja, siehst du. Vielleicht kann ich Raphael die anderen Strategien. Jetzt müsste er ja auch besser treffen. Ja, gut, dann triff mal. Doppelte Strategien-Power, das tut weh. So, jetzt ist aber Feierabend. Was? Also nein, seine scheiß Fähigkeiten, wa? Ja, einen gewissen Widerstand hast, kannst du noch das Ganze überleben, ne? Ja, gibt so Charakter, die das drauf haben, stimmt. Unterstützen, ja klar. Ich muss eigentlich mit Michael mit ihm quatschen, wa? Ah, gut, da wäre es gewesen, ey. Ich will auch nicht, dass er stirbt. Keiner von euch. Darum geht's hier gar nicht. Oh, jetzt kommt er doch noch. Oh, okay, so kommt auch noch. Alter! Was sind denn für Viecher? Ah, das dreht Reh aber richtig am Rad. Das sind auch solche Monsterviecher. Da hat sogar richtig Todesprobleme. Okay, Leute, das kommt unerwartet. Zumal wir schon ziemlich guten Schaden leider genommen haben. Haben wir jetzt noch die hier? Alter, Cyril, nein, Rea, gut, und die. Seros-Schwert. Heilige Waffe Seros. Da ein eigenes. Sogar ein heiliges Schild. Alter, die Fähigkeit ist klar. Okay, die Platz zu machen wird schwierig. Aranes Pfeil, 1 bis 2 Felder, dann muss ich aber schnell machen. Am besten speichere ich mein Schöpferschwert echt für sie auf. Und sie. Oh, hier haben wir auch noch mit Donnerbrand, stimmt. Das ist auch so heikel. 2 Angriff bei Kampfinizierung. Okay, sie muss auch relativ schnell. Mach mit Resistenz, komm. Wofür aber Dorothea noch? Wofür aber Dorotheas Meteor-Angriff noch? Ich würde sagen, genau dafür. Aber gut, Freunde, das machen wir dann doch erst in der nächsten Folge. Ich brauche da wieder eine Pause, um das mal wieder ein bisschen zu beruhigen und so. Kommt einfach aus dem Hinterhalt an. Ja, ich hätte gerne mehr Zeit zur Vorbereitung gehabt. Ja, um noch mehr Steingolems zu rufen. Und ein Steingolem ist jetzt eigentlich nicht wirklich ein Monster. Also, ja, schon ist ein Monster bezeichnet und so hier. Bei ihrer Fähigkeit gut geschützt. Ja, gut, dann hat es halt latente Fähigkeiten. Deswegen macht es so wenig Schaden, wa? Die haben mehr Verteidigung. Oh, da muss ich aufpassen, Leute. Die haben mehr Verteidigung, das heißt, die haben bis zu 3 Leisten. Kann ich mir das leisten? Eventuell mit allen Angreifen geht schon. Zum Glück sind wir eigentlich alle relativ nahe. Kann ich mit Michael eigentlich überhaupt hin? Ja, kann man noch mit Donnerschwert, wa? Zudem komme ich hin, den müssen wir eventuell. Ja, natürlich haben wir eine riesige Reichweite. Müssen wir gucken, was wir mit denen da drüben machen. Ansonsten hier wohl eher wieder ein bisschen anlocken. Da ist irgendwie vom Magieklasse genutzt werden, 3 bis 12 Dinger. Ja, aber momentan keiner da.
ist natürlich ein Fehler, wenn der plötzlich jetzt nach unten kommt. Ja, das ist auch noch da, die kann da auch noch helfen und so. Ja, wir müssen irgendwie gucken, wie ich da am besten sowohl elegant vorbeikomme, als auch da noch diese Steingollems platt mache. Wie gesagt, der hat nicht nur jetzt noch 7 KP übrig, nee, der hat nochmal 49. Die haben insgesamt 3 Leisten. Lanze des Lichts. Du mich auch, ey. Du mich auch. Haben natürlich keine Resistenz, kein Glück, kein Charisma, nix, keine Geschwindigkeit. Die machen wir platt in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.